Moje lewe Goeten, mein Nummer ist Jerome Lulling. An hier op mengem YouTube-Kanal veröffentlichen ich regelmäßig neue Videos für als Spruch zu lehren. Also es geht hauptsächlich als Spruch, Letztebäuerst. An dem Kontext wollte ich heute ein Spiel spielen, und zwar Schach. Für einfach mal ein bisschen auch die Vokabeln dort zu lehren. Für das spiele ich also eine Party gegen den Computer. Und danach weisen ich ein paar Hintergrundinformationen über Schach, zum Beispiel am Lützeburgischen Wikipedia. Okay? Also, da fängt man direkt an mit dem Spiel. Ich hoffe, das klappt. Man das Logo mal aus. Und dann das Spiel, das müsste hier sein. So. Voilà. Da haben wir als Party. Und das auf der Internetseite chess.com. Da könnt ihr auch gratis spielen, ohne euch anzumelden. Und spielen hier gegen den Computer Level Nummer 1. Das ist der einfachste Level. Aber der muss einfach aufpassen. Also Start. Und da fange ich mal hier so an. Das ist der Bauer. Und ich gehe dann 2 Felder noch 4. Das darf ich am Anfang. Also ich gehe von 2 auf 4. Und das seht ihr dann auch hier rechts. Und hier geht dann auf mein Pferd hier von auf F6. Das ist F6, ja. Und das sind die Weißfiguren und das sind die Schwarzfiguren. Und hier an der ersten Reihe, das sind 8 Bauern. Dann hat hier den Turm, Pferd, der Läfer, Damm, der König, weiße Läfer, das Pferd und den Turm. Ich weiß ja auch am Wikipedia noch, wie die verschiedenen Figuren sich können bewegen. Bon, du musst schon aufpassen, weil sein Pferd, das greift mein Bauer an. Und so kann ich den Bauer schützen oder ich kann auch sein Pferd angreifen. Oder ich kann mit der Dame zwischenfahren. Also ich bin okay großen Schachspezialist, definitiv nicht. Ich kenne nicht viele Strategien und dafür mal gucken, was geschieht. Bon, der Bauer, ja, ich weiß auch nicht, oder? Was soll ich da machen? Was soll ich machen? Ich da hineingehen. Das ist immer wichtig am Anfang, wie seine Figur positioniert, weil nu können die sonst nicht mehr raus. Bon, alle hab ich mal das hier. Und hier geht es nicht. Hier könnt man zum nächsten Pferd. Bon, dann muss ich dann noch mal überlegen und das da hinstellen und da hin. Ah, Misere. Da ist schon mal nicht ganz gut. Okay. Manchmal das da. So, da greifen ich mal sein Pferdchen an. Ah! Hätte das nicht gemerkt. Boah. Dann holen ich mit meinem weißen Bauer sein Pferd. Und tschüss. Voilà. Lohnt schon mal einen dicken Vorsprung, weil lohnt ich sein Pferd. Und das ist eine wichtige Figur. Also, ja, das ist das, hallo. Das weiß ich nicht. Da gehe ich mal mit meinem Pferd raus. So. Und dann reckelt sich Damm, fällt noch 4. Kann man mit seiner Damm reingehen, kann reingehen. Was meine ich dann noch? Bon. Die Do-Figur ist auch nicht geschützt. Aufpassen, Jerome. Ich könnte hier mit seiner Damm mein Bauer holen. Ja, dann ist es natürlich, da wäre es ja, ne?
An den Dobauer als Orlo nicht geschützt, den als fällig. Ja. Ja. Was machen wir dann lo? Boah, ich geht mal mit einer Damm heiner vor. Dann ist den do halt wenigstens geschützt. Ja. Nee, wenn ich der Damm heiner vor, dann kann ich mal mit seinem Lefer kann ich meinen Damm holen. Oh mein, oh mein. Und dann wir schon im River. So, also manchmal Lever hei, da schützt nicht den do. So, kann ich mal den nicht holen. Ha! Ja, was greift denn dann so an? Misère. Ich komme noch nicht raus. Aber was ich kennt man, ich kann doch zum Beispiel mal sing Damm angreifen. Ich regel mal mit meiner Damm raus. Das ist mal immer gut, für ein bisschen Präsenz zu weisen. So. Da greift in die dote Platz und ja, da kann der mein Kind holen oder meint, ja. Anne greift mein Lefer und das ist ja natürlich ja, clever. Boah, und ich greife mal den Damm an. Vielleicht gesagt in der Tür auch nicht. Nicht das aber gemerkt, Misère. Das ist natürlich, ja. Kann ich mal probieren, ne? Ha. So, an lo. Was meinst du dann lo? Ma, ich kind hei. Ja, wenn ich mein Lefer einsetze, da greifen ich den Damm an. Hat ihn das ja wirklich so blöd, Leute mich an den Schach gesagt. Was hat er mal geholt? Aber also ich will mal sein Pferd. Dann ist mein Lefer geschützt. So, lass mein Lefer mal geschützt. Lo greift er mein Lefer an, ja. Hat ich auch gemacht. Aber was meinst du dann lo? Ich will mein Lefer überhalen, also ging ich mal lieber ein Feld zurück. Lo greift er mein Pferd an. Ich kann seinen Bauer nicht holen, weil mein Damm ist nicht geschützt. Das ist tierisch blöd. Ich will mein Pferd einfach nicht verlieren, also regle ich Damm am Pferd noch jetzt. Ist das da frei, ist okay, Lefer nicht, ne. Bon. Und dann, was möchten wir als nächstes? Ich probiere. Ja, ne, das geht auch nicht. Das nervt mich ja schon nicht. Ich könnte Loa Schach setzen. Ja. Nee. Da kann ich mal, mit den Höhlen nicht sein Dingen. Okay. Den ist da geschützt. Alle. Schachmeier. Erik hat sein Kind. Da kann der Lomo schon kein Roschat mehr machen. Und ich kann ihm seine Lefer holen. Ich kann aber auch. Das ist so blöd. Weil es viel Scheine. Ich probiere dann mal nach. Wenn ich den Lefer. Mir wahrscheinlich halt hier mehr. Mir ist egal. Ich setze ihn mal rein. Vielleicht merkt er nicht. So. Nicht das gesehen. Weil ich wollte mal am Pferd ob das Feld sprangen und dann hätte ich den Schach gehabt und dann hätte ich Kind seinen Turm holen. Ja, das ist natürlich ein bisschen mehr delikat. Das geht nicht mehr. Mein Lefer, den ist total blockiert, den brauche ich schon. Misère, was meinst du denn? Schon 10 Minuten. Komm on, das ist keine gute Idee von dir. Soll ich das da holen und dann
Was mich steht, was kennt ihr da machen? Ich kennt da mit der Damm. Nee, ich kann, doch, ich kennt da, nee, ich kann, weil das ja geschützt halt. Ich kann da nicht machen, wenn ich da wäsche will. An hin ist der Schach, ja, da müssen, sein Kind sich da setzen in einem Hain oder so. Ja, bringt mir schon nicht extra viel. 4 und. Das war so Fettmännisch für Sachen. Aber wie gesagt, es geht darum, so Lützburg zu lernen oder zu trainieren, einfach zu gucken, wie ob Lützburg Schach spielt. Geht auch nicht darum, für Schach zu analysieren oder zu entdecken. Bon, ich weiß nicht, was ich so mache. Alles. Ja, ich setze nochmal Schach. Ja, gesagt, er rickelte sein Kind. Und ich gehe nochmal am Heiner. Und ich noch am Schach, da rickelt sein Kind am Doiner. Melo holen ich mal einfach sein Turm. Voilà. Und tschüss. Ja, du kannst rickeln, du kannst laufen. Das da ist ein dicker Vorsprung. Die kriegst du nicht mehr so sehr Wäsche, mein Junge. Und dann holen die Scheibe mit der Damm. Ich muss hier schon mal aufpassen, weil ich gar nicht auf meine Defense aufgepasst. Schon mal mit der Damm hier sei Bauer. Lo regelt noch 4. Und lo kennt ich, wenn ich lo mein Damm hier setzen, da kennt ihr mein Damm holen, ja. Das ist schon mal blöd. Ihr kennt aber auch mit dem Kind keiner regeln, ja. Bon. Ich weiß nicht, was ich so mache. Ich regle mal, mein Lefer hin. So, ja. Hier regelt sich Damm da hin. Hier regelt sich Damm da hin. Ja, mein Junge, das war aber lo. Das hätte ich schon länger Platz. Ah ja, da kann ich immer noch mit der da holen, ja. Weil ich wollte lo mein Bauer hier hinsetzen. Und ich mein Bauer fällt noch 4 setzen, dann komme ich das auch mir noch für hier, wenn mein Bauer hier hin könnt, da kann ich doch also einen Turm oder einen Damm machen oder ich weiß nicht was. Ich muss einfach mal, ich brauche mehr Figuren, ich schon hier. Ich kann noch nicht, muss ich noch mal überlegen. Ich kann natürlich den Damm greifen und ich die hier setzen. Misere. Aber was geschieht, wenn ich Pferd hier setze und das ist Schach und da setzen sie Steine? Also im Moment keine Figur von mir vor. Nee. Aber ich hab dann manchmal mal Datei. Das ist vielleicht ein bisschen blöd, weil ich stille, ich muss ja, ich weiß nicht, aber ich mache mal das. Ja. Das war ja klar, mit den Hölschen dann aber wasch. So. Ja. Aber wenn ich lo, da könnt ihr mich en passant holen, im Englisch, ja. Du hast da irgendwie so etwas. Ich mach mal das da. Was hat der Logo geholt? Hat mein Pad geholt? Lo, hat sein mein Pad geholt. Mein Pad ist nicht gedeckt, just vom Bauer. Merd, hab ich nicht abgepasst. Ja, du musst andauernd aufpassen mit dem Spiel. Das ist. Boah, ich will mal sein Leben. Hallo, greift mich von Haien, also.
Wenn den do will, nee, schon den do, dann ist mein Turm frei. Halten den, ja, okay, hat schon, ja. Boah, das ist ja ein bisschen, ja, was müsste ich hier rum, ich hatte so das Gefühl, wie wenn ich so noch bei wäre. Aber bon, alle, was kann der Film mit seiner Damm machen? Echt, alle, ich gehe mal einfach da, also, einen Damm machen und dann ist es egal. Voilà, le Mensch, dann haben wir da einen Damm. Und zwei Dammen, ja, du kannst mir alle, was du willst. Ich will zwei Dammen, ich will einen Sengdamm auch nach. Aber du musst das dann aber normalerweise ein bisschen sehr gehen. Also da passt du mal Schach. Da gehst du rauf. Aber wenn ich mit der Damm hingehe, dann hast du Schachmatt, weil hier kann nirgends mehr sich bewegen. Egal ob was für Positionen da wechselt, egal ob was für Felden da geht, dann sind wir am Schach. Und kann auch nirgends mehr geschützt gehen, dafür setzen wir schon ein Schachmatt. Okay. Voilà. Game over. Wen ist froh, wenn wir gewonnen? Natürlich die Bananenschub. Alles richtig. Die sieht die allerbest. Hallo, Zeit für ein bisschen Party. Night Fever, Night Fever. We know how to do it. Yeah. Ich kann nicht leben, ich habe gewonnen. Boah, los mal nicht so viel Zeit verlieren. Ich gehe dann zurück auf meine Startposition. Wenn ich stehe da fange, dann müsste dann, wenn ich ausmache, dann müsste ich dann da hinkommen. Voilà. Wunderschön. Und da weiß nicht, ich lohne noch ein bisschen über die Geschichte vom Schach. Und zwar hier am Wikipedia. Ja, Schach. Also, Schach vom persischen Schach für Kinder durch das kindliches Spiel als ein strategisches Brettspiel ergibt von zwei Spielern auf einem quadratischen Brett mit 64 Feldern an 32 Figuren, 16 weiße und 16 schwarze gespielt. Ziel ist es, den gegnerischen König matt zu setzen. Das ist das, was ich gerade gemacht habe. Der Tisch kann sich nicht mehr bewegen, also immer am Schach. An den eigenen König zu schützen. Du musst natürlich auch deinen eigenen König schützen. Spieler hat entweder die weiß oder die schwarze Figuren darin, von der am meisten wichtigsten Figur bis hin zur wichtigsten, also hier zählt sie ab. 8 Bauern, die sind Männer wichtig oder die manst wichtigsten, sont les moins importants, the less important ones. Aber ich fand sie noch wichtig. 8 Bauern, 2, der könnt so ein 2 oder 2. 2 Läfer an 2 Sprenger oder Pferd, ich hatte Pferd gesagt, 2 Turm, ein Damm an ein König. Der Spieler mit den weißen Figuren fängt an, ich habe ja angefangen. Die Spieler regeln aufwechselnd an Alternanz mit einer von ihren Figuren entweder auf ein Feld, das nach frei ist, oder auf ein Feld von einer gegnerischen Figur besetzt ist, die da geschlagen ist und vom Spielbrett geholt. Da könnt ihr eine Figur wegholen. Muss aber mal aufpassen, weil den anderen kann noch Figur dann wegholen. Und dann nur die Geschichte, Spielregeln, Zugregeln an die verschiedenen Figuren. Speziell spielt sich an kulturell bezieht und so weiter. Boah, über die Geschichte, lesen ich kurz vor. Es wird geholt, dass Schach unter dem Namen Chaturanga an Indien erfunden ist. Als gesichert gilt das Spiel um vom 5. Jahrhundert an Persien bekannt gouf, wo es auch zu seinem heutigen Namen kam. Shatranj oder auch Shatranj, Schah heißt auf Persisch König. Von Persien aus als Schachspiel dun an das Dreimestrich kom, von wo die Varega et bis mat a Russland geholt hun, an wie die Muslime Persien erobert hatten, hu se Schachspiel an der ganzen islamischen Welt verbreitet.
bis a Spurien. Spätstens zanter dem 13. Jahrhundert as het schließlich bei der Ritter a ganz Europa beleeft se populär. So people like to play it. An dann nur der halt Spielregeln ha dat Feld eben mat de Buchstaben A B C D E F G H an 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ja. Die weiß 8 Bauern, die schwarz 8 Bauern, Turm, Pferd, Läfer, die Brungel, also die schwarze Läfer, den darf sich just diagonal Brungen Feld, Dunkelbrungenfeld bewegen und dann Damm, die Kinnig und dann den helle Läfer, das ist da just für den hellen Diagonalen. Und dann Pferd an den Turm. Und dann da Zugregeln, dann könnt ihr alles angucken. Die verschiedenen Möglichkeiten von allen Figuren, die Kinnig, horizontal, vertikal, diagonal, aber immer nur ein Feld. Dann die der horizontal, vertikal, diagonal und so weit wie sie will. Den Turm, horizontal, vertikal, so weit wie ihr will. Und der Läfer just diagonal, so weit wie ihr will. Der Sprenger Pferd, da muss immer bis 3 zählen. Also 1, 2, 3 oder 1, 2, 3 oder 1, 2, 3. Also, ich bin immer froh, wenn die Sprenger oder das Pferd aus dem Spiel raus sind. Dann ist mir einfach zu kontrollieren. Der Bauer, wie gesagt, am Anfang 2 Felder und dann nur immer ein E-Feld. Aber wenn ich will holen, dann diagonal. Und hier ist die Sache mit dem En-Passant. Könnt ihr ja dann noch gucken. Und dann nach Troschat, da könnt ihr die Kinnig, Position am Kinnig am Turm umtauschen und dann Bauernumwandlung, das tut ihr ja gesehen, was ich gemacht habe, und der Bauer aus einem Damm gehen und dann nach die Sache mit dem En-Passant, wo der Bauer darf machen. Und dann der Schluss vom Spiel oder Ende vom Spiel, das ist dann eben Schachmatt. Der könnt auch eine Remis machen, da hat er dann die verschiedenen Regeln. Kulturell bezig, also wo geht nach vom Schach geschwert, Heraldik, das mit den Wapen, das Checkered fehlt, also schwarz-weiß, schwarz-weiß. Schach am Film 2001, Space Odyssey, Harry Potter and the Philosopher's Stone, 1984 Independence Day, an der Belletristik, Schachnovelle vom Stefan Zweig, der Schachautomat. Schach an der Kunst, Surrealisten, Joan Miro, Marcel Duchamp, voilà. Könnt ihr erst ja alles angucken. Könnt ihr ein Musical, das heißt Chess. Das thematisiert die Rivalität von 2 Schachspielern. Thematisiert, okay. Bon, und dann nur halt Fédération Internationale des Échecs und Fédération Luxembourgeoise des Échecs. Da haben wir auch Starren am Schach. Und zu meiner Zeit, an den 80er, waren das dann immer der Kasparov, den hat dann immer gespielt, für Weltmeister zu gehen. Nicht die russische und die amerikanische Nationalität. Also. Und den hat dann immer gegen den Karpov gespielt. Und am Moment, als der Schachweltmeister der Magnus Carlsen, norwegische Schachgroßmeister von 1990 geboren, also noch ganz jung, 30 Jahre. Oh, was tun wir schon noch für erst? Ja, da am Wikipedia Kategorie Schachweltmeister. Ich meine aber nicht, dass das die ganz löscht ist. Müssen wir gucken. Und einer von den bekanntesten Schachweltmeister ist immer noch der Bobby Fischer. Ganz interessante Personage. 43 geboren, 2008 gestorben zu Reykjavik. Hier war ein US-amerikanischer Schachgroßmeister und hier war den 11. Weltmeister von der Schachgeschichte. Und 2005 wollten die isländische Nationalität gehen. Voilà. Ist gestorben und Niere versorgt. Und von ihm könnt ihr auch ein ganz bekannter Quote, also bekanntes Zitat: I like the moment when I break a man's ego. Und das darf ich nicht vergessen, am Schach geht es auch darum, dem anderen zu weisen, dass er besser ist. Und das ist ein bisschen schuld, weil du könnt dann so das Gefühl von kränken. Also to offend somebody, to hurt someone's feelings. Französisch gingen du so kränken, blesser quelqu'un, offenser, vexer quelqu'un.
Ja. Das ist nicht einfach. Und der hat auch heute zu Lützburg die Fédération Luxembourgeoise des Échecs, FLDE, das ist der Lützburgische Schachverband. Und da hat Geschichte, die verschiedenen Präsidenten, Lützburg Schachvereine, freier Lützburg Schachvereine auch. Können der Stadt schon gucken, du sind eben von den Präsidenten an die verschiedenen Vereine. Ich meine mehr, hat nie einen Schachweltmeister. Ein Großmeister, ich meine nicht mehr, ich kann mich irren. Der könnte mich gerne verbessern auf YouTube oder auf Facebook. Kein Problem. Was finde ich noch? Ja, Lützburger Landesmeisterin am Schach und dann da die verschiedenen Internetseiten von Schachclub, Bauneweger Schachclub, Diddlinger Schachclub und so weiter, Escher Schachclub. Und hier ist die Internetseite Fédération Luxembourgeoise des Échecs auf Französisch. Hallo, natürlich mit dem Coronavirus, ich weiß noch nicht genau, was sie da alles geplant haben. Da ist noch ein Zitat von Pierre Werner über den Schach, der war also Staatsminister von uns, also Zitat das von 1981. Und da könnt ihr euch auch hier Facebook-Seite angucken, Fédération Luxembourgeoise des Échecs, an. Hier steht ja, der FLDE hat aufgrund von der aktuellen Situation dezidiert, den Clubchampionat 2020-2021 recht am Januar 2021 zu lancieren und noch just 7 Runden auszudrehen. Tout a été rapporté. Wie sieht denn das? Den Datum geändert. War da alles ab nächstes Jahr verloren. L'année prochaine. Nächstes Jahr. Voilà, les Freunde. Das war mein kleiner Ausflug an die Welt vom Schach. Wie kommt Schlorm hier raus? So. Also, ich bin erleichtert. Schon meine Party gewonnen. Ich habe wahrscheinlich eine ganz Reihe Fehler gemacht. Die Experten, die rieselnde Cup. Mir nachher geht nicht nur darum, für zu weisen, dass ich gut Schach spielen kann. Vielleicht fand die Clip ja interessant und ihr sagt, hey, komm, wir machen nach weiter so Klippen. Der könnt auch selber so Klippen machen. Mir geht es echt darum, für auch all die Leute zu weisen, dass wir ob Lützburg Schach können spielen und dass wir als wieder eben hun und dass sie Ideen lehren können. Für was nicht? Mal etwas nicht. Am Platz immer nicht mehr Öbster gemäß. Nicht gegen Öbster gemäß mehr. Wie gesagt, ein Spruch kann ihn auf vielen Disziplinen ersetzen. Was wollte ich danach so? Ja, ein kleiner Reklam. Wie geht das schon mal? Das müsste dann heißen, ja. Meine Internetseite exercice.lu oder grammaire.lu können ihr natürlich immer benutzen für Lützburg zu trainieren und zu lehren. Das ist gratis. Und auch meine 3 Bücher, Verbentabellen auf Lützburg mit französischer Übersetzung. 170 Schweizer auf Lützburg mit Übersetzung auf Französisch von den Schlüsselwörtern. An Verbentabellen op Lützeburg mit englischer Übersetzung, die ich mit der Aktion Lützeburg publiziert habe und durch den Herr Tom Weidisch gemacht und ich meine ihn als auch begeisterte Schachspieler. Voilà, und ich hoffentlich kein Vergiss. Wie gesagt, ich probiere all Tag over im Ding hier auf meinem YouTube-Kanal einen neuen Clip 40 Stellen, ich weiß nicht, das ist nicht immer einfach eine Idee zu finden, da könnte man auch eine Idee proposieren. Ja, 21 Minuten, relativ lang. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich meine, hier in der Kollege will es auch aber so kommen. Aber bis die nächste Kehr, passt gut auf euch auf, wascht Hände, tut Masken und bleibt auf Distanz. Eddie. So, und tschüss. Du bist dann auch mal fort. Merci für die Aufmerksamkeit, wie gesagt, und bis hoffentlich geschwind. Aber